Holy Patchwork. Wir haben über Holy Patchwork gesprochen. We have done a few messages until now. Wir hatten ein paar Predigten zum Thema. Who followed all of them? Wer kennt sie alle? 2 people. 2, Wow, 3, sorry. 4? Yeah, wow. Oh, more. Ah, doch noch ein Yeah, paar mehr. fantastic. Schön. But we have been talking about Holy Patchwork, Holy Family, the family of God, and I really love this message. Und wir haben eben über Holy Patchwork, also eigentlich Gottes Familie gesprochen und ich liebe diese Botschaft. And love how God has really placed it into our pastors, Matthias and Danny's heart. Und ich liebe es wirklich, wie Gott das wirklich so in die Herzen unserer Pastoren Dani und Matthias gepflanzt hat. Because the family of God, since the beginning of Scripture, has always been there. Weil Gottes Herz ist immer, seit Beginn der Bibel, der Schriften, ist immer da gewesen. And we live in a day and era and in a country where we make things all about ourselves. Und wir wohnen heute in einer Zeit und in einem Land, wo es um uns geht. But when we look into Scripture, Aber wenn wir die Bibel anschauen, we really see that since the beginning, even when God called Abraham, wir sind schon seit Beginn, als Gott den Abraham gewählt hat, in chapter 12, we see that it's to create a people out of him. es war schon immer seine Vision, ein Volk aus ihm oder von ihm zu kreieren. It's the same with Moses. Es ist das Gleiche mit Moses. Moses was born in a palace so that he could lead the people to God. Moses hat im Palast gewohnt, damit sein Volk zu Gott kommen We could talk könnte. about Daniel, Esther, so many people in Scripture. Viele. It's always about a people. Wir lesen von Daniel oder von Esther und es geht immer um Gottes Volk. And ICF Basel this morning, God is about a people, the family He's creating. Und ICF Basel, es geht auch hier heute Morgen darum, um die Familie, die Gott kreieren will. And so this morning we want to talk about welcoming one another. Und heute Morgen wollen wir darüber sprechen, wie wir uns gegenseitig willkommen heißen können. Welcome home. Welcome home, willkommen zu Welcoming Hause. one another in Christ. Einander wirklich willkommen heißen in Jesus. And so I just ask that you, if you're comfortable, you place your hand in your heart. Und wenn ihr euch wohl darüber fühlt, dann legt eure Hand aufs Herz And let's pray together. und lasst uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. We thank you for Jesus. Wir danken dir für Jesus. We thank you for the Holy Wir Spirit. danken dir für den Heiligen We Geist. thank you for the passion that brought you to the cross. Wir danken dir für die Leidenschaft, die dich zum Kreuz geführt hat. So that we would feel welcomed by the Father. Damit wir willkommen heißen können vom Vater. Lord Jesus, we pray that this morning, Jesus, wir beten, dass heute Morgen, your sons and daughters who don't feel loved and welcomed by the Father, dass deine Söhne und Töchter, die sich nicht so willkommen fühlen vom Vater, they will be able to feel and to sense this love and this welcome dass sie wirklich dieses Willkommenheißen heute Morgen fühlen und in such a spüren. powerful way that we're going to go out of here and welcome one another Und so in einer so kraftvollen Art und Weise, dass wir einander willkommen heißen and make werden a difference for our spouses, und einen Unterschied machen in unseren Ehepartnern, for our families, für unsere Familien, for our universities, unsere Unis, Arbeitsort and for our region und in der Region, and our church in Jesus' in name. unserer Kirche, in Jesus Amen. Namen. Amen. Let's get into scripture. Also lassen wir uns mal die So Bibel lesen. welcome one another. Einander willkommen heißen. And we're going to go into John chapter 15. Wir schauen uns den Johannes 15 an. And maybe you're comfortable with this story and maybe Und not. vielleicht kennt ihr die Geschichte schon oder nicht. It's the story of the prodigal son. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Some theologians call it the story of the prodigal sons. Die einen Theologen nennen es die verlorenen Söhne. And other people call it the story of the prodigal father. Und andere Kommentatoren sprechen vom Vater, vom verschwenderischen Vater. And so I Genau. don't know how you have been calling it, Keine Ahnung, wie ihr die Geschichte kennt. but today we want to focus on the father. Aber heute wollen wir auf den Vater Because this konzentrieren. story is so much more about the father than it is about the son. Denn diese Geschichte ist so viel mehr über den Vater, als es über die It's Söhne geht. about the welcome of the father. Es geht um das Willkommenheißen des And Vaters. Jesus told this story Und Jesus hat diese Geschichte erzählt, because of these 2 verses. wegen diesen 2 Versen hier. So, we are in Luke chapter 15 Also wir sind in Kapitel 15 and we're going to read verse 1 and 2. und wir lesen Verse 1 und 2. Maybe you can open it in your Bible Vielleicht könnt ihr es in euren Bibeln öffnen and come with us. und mit uns lesen. Yeah. Und da steht, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen,
dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Yeah, so basically the tax collectors are really bad sinners, bad people. Das heißt, die Zöllner dazumals waren wirklich Sünder, schlechte Menschen. And it's funny that when we read scripture, we see the tax collectors and the sinners. Und wenn wir hier die Bibel lesen, sehen wir, dass die Zöllner und die Sünder, And because we are all sinners, we can think that's sinners like us. man denkt, wir sind ja alle Sünder, das heißt, das sind Sünder wie wir. But those people were really bad people. Aber diese Menschen waren wirklich schlechte Menschen I guess dazumals. like me, they were like famous for being bad. Sie waren vielleicht bekannt dafür, schlecht zu sein. Yeah, and you know, like in Geneva, we have this city, this street called Rue de Berne. Zum Beispiel in Genf gibt es diese Straße Rue de Berne, Yeah, and Straße so nach Rue de Bern. Berne is like where the drug dealers are and the prostitutes. Und das ist, wo Prostituierte sind und Drogendealer. And it's very visible, like you can see Und it. es ist sehr offensichtlich. I don't know if we have a street like that around here. Ich weiß nicht, ob but es eine like Straße gibt, so hier in Basel. those are the people we're thinking about. Like Das the sind- Bible calls them like very, very notable sinners. Und das sind die Menschen, die wir jetzt hier denken, also offensichtliche Sünder. Because this is starting, the tax collectors and the sinner gather around Jesus. Und diese Geschichte beginnt wirklich damit, dass die Zöllner und die Sünder sich um Jesus versammelt hatten. And the Pharisees and the teachers of the law, they were like, oh, this guy welcomes sinners and eat with them. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben das gesehen und haben gesagt, hey, guck mal, der isst da mit diesen Sündern. Think about Rue de Berne. Denkt an diese Straße Rue de Berne in Genf. What's the name of this street here? You have it? Habt ihr diese Straße Yeah. hier? Yeah? What's the Wie name of the heißt street? sie? So, fantastic. So think about that street. Thank Denkt you. an diese Straße. And you eating every day as often as you can Und with stellt euch these vor, people. ihr wärt da jeden Tag und esst mit diesen Menschen. And the Bible tells us that Jesus is welcoming them. Und die Bibel sagt, dass Jesus diese Menschen willkommen heißt. And every time the Bible is talking about a parable, every time Jesus is sharing a parable, he doesn't just want to tell a story. Und immer wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann erzählt er nicht einfach nur eine Geschichte. Every time Jedes Mal. Jesus is sharing a parable, Jedes Mal, wenn Jesus eine Geschichte erzählt, he actually wants to bring us into the heart of the Father. He wants to tell us, hey, Celeste, look, this is how the Father looks like. jedes Mal will er sagen, hey, will er Gott zeigen, wie Gott ist und sagen, hey, Celeste, guck mal, so ist des Vaters Herz für dich. Yeah, so I'm single, hey? If there is Ich bin anyone Single, in ja. here. So, I'm single, but I just use this. Ich bin Single, ja, aber So ich that habe I den can Ring. scare some people away. Ich will euch nicht keine Angst machen. It's just a joke. Nur ein But Witz. can you guys see that? Every time there is a parable, Jedes Mal, wenn ich ein Gleichnis lese, I think the Swiss German don't get my jokes. just keep going, just keep going. It was supposed to be funny, Es but hätte like, lustig yeah, sein sollen, aber it's egal. not. It's okay. It's okay. So, can you guys see this? Seht ihr diesen Ring? Every time Jesus is sharing a parable, Jedes Mal, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, he's actually, it's like showing us some ring and some diamonds. ist wie wenn er so einen Ring, so einen Diamanten zeigt. And he wants us to see the different facets Und er of will, the Father. dass man die Facetten sieht von diesem Ring. And so in this parable, Und diesem Gleichnis, which is actually one parable divided by 3 parts, und es ist eigentlich ein Gleichnis aus 3 Teilen oder mit 3 Teilen. Jesus starts telling us, and we're going to read now the whole text, and Jesus starts telling us about the lost sheep. Und wir werden sie gleich lesen. Es beginnt mit der Geschichte vom verlorenen Schaf. Yeah, so he tells us that there is this shepherd, and this shepherd has got 100 sheep, and one gets lost, and the shepherd goes after the one that is lost. Und die Geschichte erzählt von diesem Schafhirten, der 100 Schafe hat und eins hat sich verloren und er verlässt die 99, um dieses eine zu finden. And then he tells us about the lost coin Und dann erzählt er von der verlorenen Münze. that this woman lost, and she looks for it. Eine Frau, die eben diese Münze verloren hat und sie beginnt, sie zu suchen. And when she finds it, she rejoices. Und Like wenn she sie puts on a endlich- party. Und wenn sie sie endlich findet, dann macht sie ein Riesenfest drüber, freut sich drüber und feiert. And lastly,
Und schlussendlich he tells about the parable of the last son. erzählt The er eben, lost son, sorry. letztlich erzählt er dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. And if you remember, in the parable of the sheep, the lost sheep, Wenn ich euch daran erinnert, im Gleichnis vom verlorenen Schaf, the shepherd goes and look for it. da geht der Schafhirte hin, um dieses Schaf zu finden. In the parable of the lost coin, Oder im Gleichnis der verlorenen Münze, the woman goes and look for it. da geht die Frau hin, um die Münze zu finden. In the parable of the lost son, Im Gleichnis des verlorenen Sohnes Jesus leaves it to the Pharisees überlässt Jesus das den Pharisäern, because nobody went and looked for the son. weil niemand ist hingegangen, um den verlorenen Sohn zu suchen. So let's read the text. Also lasst uns Let's doch den continue, Text guys, verse 3. suchen. Lesen meine ich, nicht suchen. Yeah, verse 20, sorry. Vers 20. Luke chapter genau. 15, verse 20. Genau. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah genau, doch. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das denn sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Yes. It's so interesting to see how the father is waiting for the son. Es ist so interessant, wie der Vater auf den Sohn wartet. Every day he's there waiting. Jeden Tag ist er da und wartet auf ihn. And when you read this parable, you actually realize that Wenn du dieses Gleichnis liest, dann realisierst du, the Bible doesn't necessarily tell us that this son is repentant. dass du siehst nicht unbedingt, dass der Sohn Repentant. ja, Changing sich verändert, he's changing. Reue zeigt. Du siehst Yeah. nicht, dass er Reue zeigt. The Bible doesn't tell us that he actually really regrets what he did. Man sieht nicht unbedingt, dass er sich schuldig fühlt dafür. Sometimes we want to invent it. Manchmal will man etwas vorspielen, But when you read carefully, you realize that this son is hungry. aber wenn man es genau liest, merkt man, der Sohn hat einfach He is Hunger. coming home because of the food. Er kommt nach Hause wegen dem Essen. But this is the point. Aber das ist der Punkt. And I get really emotional. Und das finde ich sehr emotional. This is the point. It doesn't matter why you come home. Es kommt nicht darauf an, warum du nach Hause kommst. If you're here this morning Wenn du hier bist heute Morgen and you went, I don't know where, and you did some wrong stuff. und du warst irgendwo und du hast etwas Schlechtes gemacht. If you're listening online Wenn and du you feel like you don't deserve this love anymore, Und wenn du online zuhörst und denkst, du hast das nicht verdient, you don't need to rehearsal to practice some stuff that you're going to say to the Father. du musst nicht irgendetwas auswendig lernen oder üben, um dem Vater zu sagen. Because it doesn't matter why you come home.
Es spielt keine Rolle, warum du nach Hause kommst. You will always be welcome by the Father. Du wirst immer willkommen geheißen werden von deinem It Vater. doesn't matter what you, I think you can applaud. It doesn't Yeah. matter Es spielt keine Rolle. what your motivation is. Es spielt keine Rolle, was deine Motivation ist. You will always welcome home. Du wirst immer willkommen And in geheißen. this parable, Und in diesem Gleichnis again, Jesus is showing us the different facets, remember? hier zeigt Jesus uns wieder diese verschiedenen And, Facetten. and he's telling us Und er sagt uns, that it doesn't matter because the love of the Father goes beyond every mistake I can do. es spielt keine Rolle, weil Gottes Liebe geht viel weiter als Every- irgendeinen Fehler, den wir machen Every können. sin people can commit. Egal, was für eine Sünde Menschen begangen The haben. love of the Father doesn't have a logic, a human logic. Die Liebe von Gott hat keine Logik dahinter. The love of the Father is so profound and so deep Die Liebe vom Vater ist so tief, so that, tief. that there are some places in us that only His love can reach. Es gibt Orte, da kommt nur seine Liebe hin. And so this is good for us to understand for ourselves Und das ist super wichtig für uns zu wissen. because sometimes the reason why I can't welcome someone who is different than me, Weil oft ist der Grund, oder manchmal ist der Grund, warum ich andere Menschen nicht willkommen sometimes the heißen reason kann, why I can't even just sit around the table and invite someone I don't know, manchmal der Grund, warum ich nicht jemanden einfach zu meinem Tisch einladen it's kann, because I still need to receive this welcome from the Father for weil ich myself. selbst noch erleben muss, wie Gott mich annimmt. So this morning my prayer is ICF Basel, Also heute Morgen ist mein Gebet für uns ICF that Basel, through this parable dass durch dieses we would Gleichnis, sense, we would receive this love that has no logic. dass wir diese Liebe wirklich erfahren können, obwohl sie keine Logik Because hat. I don't know about you, but I was so lost. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber I ich war was so verloren. profoundly lost without Christ and without hope in this world. Und ich war so verloren ohne Jesus in dieser Welt. This broken teenager who grew up without mom. Dieser zerbrochene Teenager ohne Mutter. And the love of the Father through the local church just reached my heart in such a way. Und Gottes Liebe hat durch die Kirche hat mich so erreicht. And I was able to be invited to be part of healthy families Und ich wurde eingeladen in gesunde Familien, so that I could believe again. damit ich glauben So that I konnte. could sense the love of the Father. Damit ich Gottes Liebe sehen And so konnte. maybe you're here and you're such a healthy family. Und vielleicht bist du hier und du hast eine gesunde Familie. But you just make it all about yourself and your Aber- kids and your family. Aber es geht nur um dich und deine Familie und deine Kinder. Maybe the Holy Spirit is telling you that it's time for you to include a few people into your house. Vielleicht ist der Heilige Geist hier und sagt dir, To- hey, to- bring mehr andere Menschen in dein To Leben. open not just your home, but to open your heart. Öffne nicht nur dein Haus, Come aber auch on, dein ICF, Herz. ICF Basel, if come we on. become a vulnerable church that is able to bring people in. Lass uns als Kirche wirklich offen werden, um Menschen reinzubringen. And not just welcome them in our hearts, but welcome them as well in our homes. Wirklich die Menschen wirklich in unser Herz einzuladen, aber auch in unsere Heim. And sit together Und einfach zusammensitzen and have meal together und zusammen essen and connect with the heart. und miteinander wirklich connecten. This is the power of the gospel. Das ist wirklich This die is Kraft what des Jesus died Evangeliums. for. Das ist, warum So Jesus that we can be gestorben this ist. family that welcomes one another. Damit wir in einer Familie leben And können, believe wo wir me. einander annehmen. And believe me, Und glaub mir, if this guy wasn't repentant, wenn dieser Mensch sich nicht verändert hatte, if he was just practicing his speech, wenn er einfach geübt hatte, when the father put on this party, als der Vater gekommen ist und diese Party angelegt hat für ihn, and you can read for yourself in the text, Und the du kannst- language, die Sprache, die man hier liest, It's a in dieser- language of celebration. das ist eine Sprache it's a von language of von party. Freude, Like there Party, is this Jubel. dancing floor. Es wird So that getanzt. is like, let's put on some music. Es ist, hey, Let's wir dance brauchen and Musik, rejoice. wir tanzen, wir Let's dance and jubeln, rejoice. wir tanzen und Because jubeln. my son who was lost Weil- is found now. Weil mein Let's Sohn, put der on a verloren war, party. der lebt. We will see some difference. Wir werden einen Unterschied We sehen. will see some difference. Wenn wir das When sehen, you feel single and miserable, maybe.
Was? When you feel single and miserable. Wenn du alleine bist und dich schlecht fühlst And instead of making it about yourself, und wenn du beginnst es nicht nur um dich selbst zu you drehen start welcoming people into your und du life. beginnst Menschen einfach Maybe einzuladen in dein Leben. maybe you offer someone in church to babysit their kids. Vielleicht sagst du, hey, komm, ich babysit deine Kinder. And you use your time to glorify God. Und du brauchst deine Zeit, um and Gott to zu bring some ehren. glory to Jesus. Wenn du Jesus ehrst. I don't know, guys. Ich weiß nicht, Maybe Leute. after the service, Vielleicht nachher, nach dem you buy some Gottesdienst, food for someone. kaufst du was zu essen. You arrive before the service. Du kommst ein bisschen früher, Because the service is not starting at 10:30. weil der Gottesdienst beginnt nicht um 10:30 And it's not Uhr finishing at 12. und er ist auch nicht fertig um 12 We Uhr. are the church before and after the Wir service. sind die Kirche vorher We're not und nach making dem it about Gottesdienst. ourselves. Es geht nicht um uns. Sorry, when I get really excited, we Du don't wirst- understand. Sehr gut. Thank you. I need to give you some more time. Kein Problem. And this is the point. Und hier geht es drum. Das ist der So Punkt. this whole thing was about this. Dieses Gleichnis, da ging es drum. If this guy wasn't repentant, Auch wenn dieser Mann sich keine Reue gezeigt hat. when you wish your dad was dead, Wenn du dich fühlst, als ob du oder am liebsten tot wärst, Matthias, you just go to your dad and you say, well, I wish you were dead so that I could have my part of the money. stell dir vor, oder du wünschst, dein Vater wäre tot, damit du sein Geld haben kannst. This is bad in any culture. Das ist schlecht, egal welche Kultur. We don't even need to go to the Hebrew tradition and Wir müssen nicht die hebräische Kultur verstehen, das ist schlecht. this is so bad. Das ist so schlecht. And you take the money and you go somewhere Und dann nimmst du das ganze Erbe und gehst irgendwo hin and you just spend it in an irresponsible way. und da verprasst du alles auf eine Art und Weise, die absolut nicht gerechtfertigt ist. So much so So viel, das einfach weg ist. that you just eat the food of survival. So stark, dass du schlussendlich nichts mehr hast und You nur know noch isst, was das Schweinefutter You ist. know the canned sweets that the guys eat in the military, right? The survival foods. Das ist wirklich Essen zum Überleben, oder? Really bad. Das ist wirklich schlecht. And some coggy flowers on top. Zum Beispiel der Cauliflower, was ist das? Kohl obendrauf. And then you feel so sorry and you're thinking about the nice fondue and raclette that your parents have. Und dann denkst du an das leckere Essen zu Hause, das Fondue, das Raclette. And if you are like me, you like thinking about the muesli Und dann denkst du, oh nein, ich will einfach nach Hause. and the barbecue. Und du denkst an das Barbecue, das Fleisch. Oh man, and then you think about we say in French the pain au chocolat. Und dann denkst du an die Pain au Chocolat, die Brötchen mit Schoki drin. And if you're French, you're thinking about the croissant. Und dann denkst du an die Croissants, die Gipfeli. If you're German, you're thinking about these nice sausages. Und wenn du Deutsch bist, dann denkst du an Würste. And you feel so sorry. Und du denkst, oh nein, ich wünschte, ich hätte das. And you go to the Father. Und du gehst zu deinem Vater And the Father welcomes you. und dein Vater heißt dich willkommen. He doesn't even want to hear. Like the Bible tells us that he's in the middle of the speech and the Father doesn't care. Dem Vater ist egal, was deine Geschichte ist. Wir lesen hier, dass er inmitten seiner Rede ist und Gott oder der Vater hört gar nicht. So if you weren't repentant, now you are. Vielleicht warst du vorher, warst du nicht gereut, aber nachher bist du es. Because you realize that it's not about what you do. Weil du realisierst plötzlich, es geht nicht darum, was du tust. For some of us, this is really difficult because we had irresponsible fathers. Und für die einen von uns ist das vielleicht gar nicht so einfach, weil wir vielleicht verantwortungsbewusste Vater hatten. That made it about performance, Oder vielleicht solche, wo es um Performance-Leistung geht. about the things we do. Die Dinge, die wir tun. Here, the heart of the Father is not about the things we do. Hier sehen wir das Herz des Vaters, da geht es nicht darum, was wir tun. So what if we go home Wie wäre es, wenn wir nach Hause gehen and we are home to each other? und wir geben einander ein Zuhause? Welcome home to your spouse. Wir willkommen unsere Ehepartner nach Hause. Because maybe even the person who is living with you or the people living with you Vielleicht sogar die Person oder die Personen, die mit dir zusammenwohnen. are not able to feel this sense of welcome Vielleicht, that goes beyond just saying, oh, welcome home. vielleicht gibt so diese Personen, die so nah bei dir wohnen, vielleicht spüren die das auch nicht unbedingt. Genau dieses tiefe Willkommen heißen. Do you know when you feel at home with someone? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du wie zu Hause Who bist bei knows it? jemandem?
Someone that, yeah, we know it, Ja, right? die einen kennen das. Let's not just know it, let's be it. Lass uns das nicht nur kennen, sondern lass uns das sein. Let's not just sit around someone in church. Let's welcome them. Lass uns nicht einfach neben jemandem sitzen, sondern wirklich die Person willkommen And I'm heißen. going to share 2 stories to end up. Ich erzähle euch 2 Geschichten. The team can come. The team can come. And so Ja. let's share these 2 Also wir things. diese 2 Geschichten, die ich euch I erzählen remember will. during the pandemic, I went to this church in France that I love. It's a Catholic church called Lyon Centre. Während der Pandemie bin ich zu einer Kirche gegangen, einer französischen Kirche, die ich wirklich liebe. It's the most amazing church in Europe. Es ist wirklich One of the most amazing. wirklich eine unglaubliche Kirche, eine der unglaublichen Kirchen in Europa. And so from time to time, I just love to go there because it's like you can really touch God physically. Und irgendwie, ich gehe da regelmäßig ab und zu hin, und weil man da wirklich so Gott wirklich so wie physisch anfühlen kann. Yeah, so I'm in this church in Lyon, Catholic church, and Ich bin the dieser- mass is about to start. Und ich bin in dieser katholischen Kirche in Lyon, und die Messe beginnt gleich. So I just meet the person on my left and right. This is kind of their culture. You say something to your neighbor. Und Hey, das- say hi to your neighbor. Und dann habe ich ein bisschen Hallo gesagt, den Personen links und rechts, das ist Teil der Kultur da. And so I said hi to the neighbor, Und hi to the neighbor. dann habe ich Hallo gesagt, links, rechts. And at the end of the service, so we exchanged a little bit of Wir information. haben ein bisschen Informationen, ein bisschen geschwätzt. At the end of the service, the neighbor on my left just said, hey, Celeste, Und am Schluss nach der Messe hat die Person links von mir gesagt, hey Celeste, it was nice meeting you. es war schön, dich kennenzulernen. I pray that you do nice in your assignment about the church. Und ich bete, dass es dir gut geht als Pastorin der Kirche. I was doing some assignment for uni about the church, and I needed to interview this Catholic priest, and so that's why I was there, and I told him that. Ich war da, weil ich eine Aufgabe hatte als Studentin oder um zu studieren. Pandemic time, 700 people in church. Während der Pandemie 700 Personen in der Kirche. This person is saying, hi Celeste, it was nice meeting you. I pray that you go home and your assignment is Und going diese to be Person hat brilliant. es gesagt, 700 Leute da, und während der Pandemie, und sie hat gesagt, hey, hallo Celeste, ja, ich bete für dich, dass das gut geht, dass deine Welcome Arbeit home. gut läuft. Willkommen zu Hause. Welcome home culture. Das ist wirklich so eine Kultur, um Menschen willkommen zu It's heißen. when we don't hide beyond the fact that, oh, I can't remember names. Wo wir uns irgendwie verstecken hinter dem Punkt, oh, ich kann mir keine Namen merken. We write them down. Wir können sie aufschreiben. We care. Wir können uns interessieren für andere. We invite. Wir laden Menschen ein. We open our hearts. Wir öffnen unsere Herzen. We open our homes. Wir öffnen unsere We Zuhause. live for others. Wir leben für This andere. is the essence of our Christ. Das ist doch die Essenz, worum And es I want to geht. share this last story Ich of möchte diese letzte Samuel. Geschichte von Samuel erzählen. Yeah, so I asked Sam to share the story. So, yeah, that's cool. I Das have ist- his permission. Das ist die Geschichte von Samuel. Yeah, and Samuel is actually from the canton of, we say in French, Vaud. I think you guys say Vade. Ja, genau, er wohnt in der Region Watt. Yeah, and he's a lawyer, a great guy. Er ist ein Anwalt, toller Mensch. And I think I've never seen someone that knows how to open his heart and his house. Ich habe wirklich noch nie jemanden getroffen, der auf die Art und Weise sein Herz und sein Haus öffnen kann. And one day we had a service just like that, but it was only for females. An einem Tag hatten wir so einen Gottesdienst, aber nur für Frauen. And after the service, Sam invited all the group that I was with for an apéro at his place. Und nach dem Gottesdienst wurden einige eingeladen, nur Frauen, zu einem Apero. So, and it was the first time of these girls there. So we had a girl, she was just fiancée. A girl, so we were 5 girls that he invited to his Und place. es waren 5 Frauen, die eingeladen wurden zum Apero. And me. Ich auch, ich war dabei. And so one of the girls was fiancée, she was about to get married. Und eine der Frauen war die Verlobte. One of the girls was finding about who Christ was. Und eine der Personen war so ein bisschen am Beginn der Geschichte mit Jesus. And another girl was like in burnout. She couldn't work, she was so overwhelmed. Eine weitere Frau, die war wirklich nah am Burnout. And one of the girls he invited was one of my best friends today. And she wasn't Christian yet. Eine der Personen, die auch eingeladen wurden, war eine meiner besten Freundinnen heute, und sie
kannte Gott noch nicht. So we went to Samuel's place. Da sind wir zu Samuels Haus gegangen. We had some nice food conversation, open our hearts. Wir They hatten- share about their stories. Wir hatten gutes Essen, wir hatten erzählt, wir haben unser Herzen geöffnet und Geschichten erzählt. That was just a little bit before the pandemic. Und das war ganz kurz vor der Pandemie. I came back from Brazil this year. Und ich bin aus Brasilien zurückgekommen dieses Jahr. One of the girls who was finding out who Christ is just got baptized. He's really rooted. She's in a small group. Eine der Personen, die gerade zurück zu Jesus gekommen ist jetzt wirklich in der Kirche, in einer Small Group. The girl who was fiancée got married. She's doing so well. She's planted in church, serving in the welcome team. Die eine Frau, die verlobt war, ist jetzt verheiratet, die ist in der Kirche, dient in der Kirche. The girl who became one of my best friends today with her husband, they're going to the closest church of where they live. Die Frau, die eben jetzt meine beste Freundin ist, die ist jetzt im Dorf oder in der Stadt, wo sie wohnt und in der Kirche dort. And they just told me, Celeste, we're going to church every day. Und sie hat mir gerade gesagt, hey, wir gehen jeden Tag, Every Sunday we're there. jeden Sonntag and, in die Kirche. and we're loving it. Und sie lieben die Kirche. And I shared this story of Samuel to tell you Und ich habe diese Geschichte von Samuel euch erzählt. that all these girls were in church for the first Weil alle time. diese Frauen, die waren in der Kirche zum ersten Mal an dem I'm Abend. coming back from Brazil almost 3 years. Und 3 Jahre später, nachdem ich in Brasilien war, They stayed in church and in Christ. sie sind in der Kirche geblieben und bei Jesus. They went down their roots because of Samuel. Und ihre Wurzeln sind we gewachsen stand on our feet? wegen Samuel. Can we stand on our feet? Können wir aufstehen? So ICF Baseland. Also ICF Basel. When we welcome people in our church, Wenn wir Menschen willkommen when heißen we in unserer open our Kirche, hearts when we open our hearts in our offices, wenn wir unsere Herzen öffnen an der Arbeit, when we make a difference in our university, wenn wir einen Unterschied machen an der Uni, when we are the heart of Jesus for our neighbors, wenn wir wirklich das Herz sind von Jesus I für unsere wonder Nachbarn. what can happen in our region. Ich frage mich, was möglich ist in unserer Region. I wonder what can happen in our country. Ich wundere mich, was passieren kann in unserem Land. Basel has always been this place of mission, sending people. Es ging immer darum, Menschen auszusenden. I wonder what can happen when we all open our hearts and our homes. Ich frage mich, was passieren kann, wenn wir unser Herzen und zu Hause öffnen. I wonder what can happen if we all understand this calling of Jesus for our lives. Ich frage mich, was passiert, wenn wir alle wirklich diesen Ruf von Jesus über unser Leben verstehen. I wonder what can happen even in our homes, Ich in frage mich, our was zu marriages, Hause in our passiert. families. Was in unseren Zuhause, in unseren Ehen, in der Familie passiert. When we welcome each other with the heart. Wenn wir einander wirklich mit einem Herz willkommen heißen. And this is the last verse. Und das ist der letzte Vers. Well, Paul says, therefore, my brothers and sisters, welcome one another in Christ, just as Christ has welcomed you for the glory of God. Und auf Deutsch, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Romans 15, verse 7. Römer Welcome 15, one 7. another. Einander willkommen heißen. And so I just want to pray for 2 groups of people. Und so möchte ich gerne für 2 Gruppen von Menschen beten. Just for some privacy, I would ask you to close your eyes. Schließt doch eure Augen zum Gebet. And maybe you're here and you're saying, Celeste, I would love to be that person. Und vielleicht sagst du, hey Celeste, ich bin diese Person. I would love to welcome people the way Jesus welcomes me. Ich möchte wirklich Menschen willkommen heißen, wie Jesus mich willkommen The way heißt. the Father put on that party to welcome his Wie der son. Vater dieses Fest gemacht hat für seinen Sohn. But I feel like I still need to receive this love from the Father. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche immer noch diese Liebe vom Vater für mich. I still need to understand the love of the Father for myself. Ich muss immer diese Liebe von Gott für mich immer noch verstehen. If you're that person who Wenn du says, diese hey, Person bist, can you just lift up your kannst du hand? bitte deine Hand hochheben. Thank you guys. Danke. Thank you, so many hands. Yeah, So just viele Hände. So. let's just all lift up our hands and pray together. Lass unsere Hände alle hochheben und beten. Father, you see the hands that went up. Vater, du siehst die Hände, die oben sind. And we all together saying, Lord, we need to feel your love more. Und wir sagen alle, wir brauchen deine Liebe mehr. We want this love to be deepened in our hearts. Wir wollen, dass diese Liebe tiefer kommt in unser Herzen. We want to feel it and to receive it from you so that we can give. Wir wollen uns erfüllen, damit wir geben können.
So bless my brothers and sisters this morning. Segnet meine Brüder und Schwestern heute Morgen. Lord, I pray that they would receive your love through us. Herr, ich bitte, dass wir wirklich deine Liebe fühlen. Through each other. Füreinander. In Jesus' name. In deinem Namen. In Jesus' name. In Jesus' Namen. In a way, Lord, that is going to change us just like this sun was changed. Auf eine Art und Weise, dass wir verändert werden, wie Jesus verändert wurde. With this love that has no Mit limits. dieser Liebe, die keine Limiten kennt. That defies logic. Die wirklich über aller Logik steht. Bless every single person here Segne in jede Jesus' name. Person hier in deinem Namen. Amen. 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 You can put down your hand. So we're going to pray for one more group Jetzt of beten wir people. noch für die zweite Gruppe Menschen. And this group of people, maybe you will need Father prayer. You can just go to the Gebet team over there. Und wenn du gerne Gebet möchtest, kannst du auch rübergehen zum Gebetsteam. Let's close our eyes again. Lass uns die Augen noch mal schließen. And the group of people that I would love to pray for, Und die Gruppe Menschen, für die ich gern beten möchte, sind it's just you who say, I want to welcome people, diejenigen, die sagen, hey, ich möchte Menschen willkommen heißen. not because of who they are and what they did to me. Unabhängig davon, was sie mir angetan haben oder was sie getan haben. I want to welcome people because God welcomes me. Ich möchte Menschen willkommen heißen, weil Gott mich willkommen heißt. And maybe you have some friction in your family. Und vielleicht hast du Konflikte in deiner Familie, Maybe with some friends. vielleicht mit Freunden. Maybe you're not able to welcome people who are not like you. Vielleicht fällt es dir schwierig, Menschen zu willkommen zu Maybe you- heißen, die anders sind als du. Maybe you even think it's a personality thing. Vielleicht denkst du auch, es ist eine Persönlichkeitssache. And today you understood it's a Jesus thing. Und heute sagst du, nee, ich will so sein wie Jesus. I already see some of your hands. You can put your hand up if that's you. Hebt eure Hände hoch, wenn das Thank you. ihr seid. Thank you, Lord. Thank you for all these hands, God. Danke für all diese Hände, Gott. Let's just encourage these people, everyone, lass our uns brothers diese and Men- sisters, by lifting up our hands all Lasst uns together. diese Menschen einfach ermutigen, indem wir alle unsere Hände hochheben. Father, you see our hands. Vater, du siehst unsere Hände. We pray, Lord Jesus, Wir beten Jesus. that where we have been hurt by people, Dass wo wir vielleicht verletzt wurden von we're Menschen, gonna be able to let it go. dass wir es einfach loslassen können. And just to welcome welcome them as God welcomes us. Dass wir die Menschen willkommen heißen können, wie Lord, I Gott pray uns willkommen that we're gonna be heißt. able to put on a party for these Und ich people, bete, dass wir wirklich ein Fest machen können für diese Menschen and they will be changed und dass sie verändert werden. because of love. Aufgrund deiner Liebe, Because of love. aufgrund der Liebe. Help us, Holy Spirit. Hilf uns, Heiliger Father, I Geist. just pray. Vater, ich bete. We pray together for every single person here. Wir beten zusammen für jede Person And hier. especially for those who acknowledge they needed it. Vor allem die, die wissen, dass sie es brauchen. Do something in us, Holy Spirit. Tu was in uns. With the power of your resurrection. Mit der Kraft der Do Wiederauferstehung. something in us. Tu was in Jesus' uns. In name. Jesus' We Namen. pray. Let us Beten sing wir dir. together, guys. Lass uns Amen. zusammen singen. Amen.